Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Advent, Advent, die Welt, die brennt. Oder was scheint man singen? Ich gröt jo tüchtig. Hab ich ja dat nicht secht, dat Donald Trump werde Präsident von Amerika ward? Und an gliegen Dach flücht doch tatsächlich abends uns Ampel in Berlin uden Anne. Scholz het Lindne rutschmetten, noch bevor Lindne dat an nächsten Tag eigentlich selbst und Anne fliegen lassen woll. Katastrophenfall in zwei von den drei größten Weltwirtschaften. Man gaut dat bei der dritten Weltwirtschaft, also China, die Regierung fast in Sattel sit. Die hört sich ein, lässt sich aber nichts anmerken. So, und was macht wir nu? Eismal Deutschland oder eismal Amerika? Lass uns mal bei uns anfangen. Neuwahl am 23. Februar. Pistorius hebt se secht, dat hei singen schall, hei will überhaupt nicht Kanzler werden. Und Olaf Scholz ist davon überzeugt, dat hei dat 3 Jahr wunderbar macht hat und dat dat bloß eine Person gibt, die dat nu auch gaut wiege machen kann, nämlich hei selbst. Und Listian Krintne, die holt sich für den besten Finanzminister, den Deutschland überhaupt hat, will dat natürlich auch wiege machen, weit aber noch überhaupt nicht, dass sie Partei wahrscheinlich überhaupt nicht mehr dabei ist. So, und Friedrich Merz, der sieht schon als Kanzler Süd, der muss aufpassen, dass seine Selbstherrlichkeit nicht zur Fall bringt. Und mit düsse Verteidigen schall nu Welt waren, die neue Regierung von der drittgrößte Weltwirtschaft. Man kann das vergleichen mit den Abstiegschancen von HSV. Also so war das nix. Vor allen Dingen, weil ob die Ersatzbank auch gerangelt ist. Die AfD ist hier die Meinung, sie sind nur auch spielberechtigt. So, aber man glaubt, dass wir bei Februar noch beste Theater in Amerika habt. Trump ist fliedig dabei, sein Kabinett zu nominieren. Grotkotz Elon Musk, also der soll nu eine neue Effizienzbehörde leiten, eine Wrestling-Managerin, die kriegt das Bildungsministerium, ein Fracking-Unternehmer, der soll Energieminister werden, Impfgegner und Verschwörungstheoretiker, Robert F. Kennedy Jr., der wird Gesundheitsminister, Pete Hegseth, also ein Fernsehmoderator von Fox, der soll Verteidigungsminister werden, muss sich aber allwegen sexuellen Missbrauch verteidigen. Hedgefondsmanager Scott Bessent, der wird Finanzminister, vielleicht wird ihm sogar auch noch die FED, also die Zentralbank, unterstellt. Justizminister soll eigentlich Matt Gaetz werden, der hat auch sexuellen Missbrauch an der Hacken und hat von sie gut nur wieder trocken. Und Trump sin Schwiegertochter Lara, die wird wahrscheinlich als Senatorin berufen. Auf alle Fälle wird sich das Kabinett in den nächsten 4 Jahren gewaltig die Taschen vollstecken. House of Cards oder Muppet Show, ich stehe da überhaupt nicht mehr so richtig durch. Da gibt eine ganze Reihe von US-Bürgern, die das Land verlassen will. Und eine Ortschaft ob Sardinien, die will ihm das nur schmackhaft machen. Für 1 Euro könnt US-Bürger, die auswandern will, dort nur ein Haus kaufen. So will sie dort dann Bevölkerungsrückgang auffangen. So ein Schied aber auch. Ich hab allwette die verkehrte Staatsbürgerschaft. Und was war sonst noch los? In Baku, Aserbaidschan, da wohl Weltklimakonferenz, sind sich aber nicht so recht einig worden, hätten paar da länger gemacht, Altofeld wird sowieso nicht Beirut suchen, aber was soll denn auch passieren, wenn die reichen Länder den Armen nichts abgeben will?
Und wenn Aserbaidschan ein Land ist, wo in der Hauptsache fossile Brennstoff exportiert wird. In Spanien, da läuft das ungefähr so, als wie bei uns einen 39-jährigen Staatsanwalt in Hannover, wie dann Polizeichef von der Wirtschaftskriminalität, da hat sie 13 Tonnen Kokain und 20 Millionen Bargeld von sin Frau, auch eine hohe Beamtin, wohl auch involviert, dort ein Festnahmen. Also ganz so weit wollt uns 39-jährige Staatsanwalt nun doch noch nicht. Ein 34-jähriger Österreicher, der ist mit seinem BMW in Bayern auffällig worden. Er hat 1 Million Bargeld in Plastiktüten dabei, konnte das auch nicht ganz verklären, wo das herkommt. Und bei Angela Merkel hat sie einen zweistelligen Millionenbetrag auf dem Konto von. Das war aber doch bloß ein Vorschuss auf ihre ich kann das immer so schlecht gut schnacken, sie hätten Bauchschreiben, Freiheit. Freiheit? Hoffentlich hätte sie dort nicht wie Marius Müller-Westernhagen abschreiben. Als in allen kann man singen, also Geld ist noch durch. Bloß dort, wo Geld brucht wird, dort ist im Moment nichts durch. Also wie Industrie und in der Wirtschaft, alles was mit Auto, Chemie, Maschinenbau und Bauwirtschaft zusammenhängt, ist gewaltig unter Druck. Lü entladen, Betrieb schluden, Konkurs anmelden. Ist das nur Utverkauf oder ist das als Schlussverkauf? Nu war das Appetit für Helmut. Ich schalte doch mal rüber nach ihm. Helmut! Moin, hier bin ich wieder. Ja und Helmut. Hier, kick mal. Ein Naturwunder. Ein Ei. Das hau ich mir dann nachher nochmal in die Pannen. Nu kommt aber erstmal die ole Frage. Was wollt denn to Eis du? Das Ei oder die Hähn? Also wenn schon, Hähn und Hahn. Also anders funktioniert der Joke überhaupt nicht. Ich hab lang gedacht, dass das klar ist. Also Hähn und Hahn wollen to Eis du. Nu habt aber Wissenschaftler oder Schweiz ganz ohne Kram analysiert und behauptet nu, dat Ei dat wollte Eis durch. Wie soll dat denn afloben werden? Also, wer hat dat denn überhaupt utbrüht? Die Kuckuck oder wat? Also Leibelü oder Schweiz, dat gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie sollt noch mal nach anderen Ohlenkram, wat sie analysieren koi, oder sie macht wiege dat, wovon sie auch wat versteht. Nämlich Käse, Raclette und Fondue. Also, das ist ja sowieso allzeit liege. Oder aber sie baut Armbanduhren, das kann ich auch gut. Aber nicht bloß weg mit Sommer- und Wintertiet, nee, baut vielleicht auch mal weg mit Endtiet, damit wir nu endlich mal Bescheid wird. Aber lasst mi mit dütte Eitoffrä, ne? Tschüss. Tschüss, kommt ja auch aus der Schweiz, glöfig. Besten Dank, Helmut. Nur noch rasch die Sportnachrichten, das ist schon auch wieder ziemlich laut. Uns Nagelsmannschaft ist auch ganz ollig in Tritt. Macht wieder Spaß, Tauto kicken. Gruppensiege bei der Nationenliga. Nu geht das in Viertelfinal gegen Italien. Das war aber schwur. Vor allen Dingen, weil Italien auch so gut singen kann. Und hier, mein FC Bayern München, ist dort ja auch ganz ollig in Tritt. Tabellenführer, hebt sich also einen lüden Abstand zusammenschotten. HSV hat sich auch also einen lüden Abstand zusammenschotten, aber eben andersrum. Hüt ist Krisensitzung, das ohne Thema, geht mal wieder um den Übungsleiter. Und bei der Formel 1 ist Max Verstappen das 4. Mal Weltmeister geworden. Formel 1. Dass das noch jemals so erlaubt ist, aber wahrscheinlich ist taufer Geld ins Spiel. Geld steigt überall. Nu kommt mein Schluss und nu kommt auch die Adventszeit. Für Weihnachten melde ich mich dann nochmal. Bis dahin alles Gute, macht das Gaut, das wollen wir der Plattkanal mit dit und dat. Ich bin Jürgen Müller.